ist das? Ja. Im Tierpark gehen die zwei spielen. Das Abenteuer auf dem Spielplatz. Die Nacht ist still und der Mond wirft silbrige Flecken auf den Boden vom Kinderzimmer. Die Kinder schlafen schon tief und fest, eingewickelt in ihre Kuscheldecken. Und die Mutter und der Vater auch. Aber im Mondlicht streckt und regt sich etwas. Der Lulu, der flauschige Luchs und der Robby räkeln sich und flüstern sich zu. «Hey Robby, hörst du das?» fragt der Lulu mit leuchtigen Augen. «Was denn?» kuschelt der Robby und schillt zur Katzentür. «Miau, der Wind ruft uns. Ich glaube, wir sollten zum Spielplatz gehen, dort beim Tierpark. Ich habe das Gefühl, dass dort die Schaukel auf uns wartet.» Schaukeln? Warum denn eben gerade die Schaukel? Der Robby blinzelt noch etwas verschlafen, aber dann glitzern seine Augen genauso. Ja, also gut, warum auch nicht? Komm, wir gehen. Vorsichtig tapsen sie zur Katzentür, drücken sich durch und stehen schon bald auf dem frischen Schnee, weil sie nämlich beide gerade vom Balkon oben runterkumpen in Schnee. Der Mond beleuchtet den Weg und die Stadt schläft friedlich. Wo sie auf dem Spielplatz ankommen beim Tierpark, sieht alles wie magisch aus, wie verzaubert. Die Rutschbahn, die Schaukeln, das Klettergerüst, alles glitzert im Mondlicht, wie wenn es extra für einen Lulu und für einen Robby gemacht wäre worden. «Miau, da ist sie, schau, die Schaukel!» Und er springt grad zu dieser Schaukel her. «Komm, Robby, komm, ich gebe dir an!» Der Robby klettert mit einem Gerangel auf die Schaukel rauf. Mehr schlecht als recht. Und der Lulu gibt ihm den kräftigen Schubs. Aber Lulu seine Pfoten haben auch ein bisschen mehr Kraft, als er gedacht hat. Und die Schaukel sausen viel höher, als er gedacht hat. «Weh!» ruft der Robby. Aber dann verliert er das Gleichgewicht und mit einem Plumps landet er gerade im Sand unten. Der Lulu stürzt gerade zu ihm und schnurrt vor Lachen. «Miau! Ist alles okay, Sand oben?» Ich glaube, ich habe Sand in die Nase bekommen», schnuddert der Robby. Und eine kleine Wolke von Sand rieselt von ihm gerade runter. Der Lulu weiss, dass es etwas weiter oben noch ein riesiges Klettergerüst hat. «Miau, komm, Robby! Wir gehen noch rauf, dort beim Vivarium. Dort hat es einen coolen Spielplatz. Wir gehen dort auch noch ein bisschen spielen.» Wollen wir ein Wettrennen machen? Ich wette, ich bin zuerst oben. Mit deinen Kletterpfoten ist das sicher klar, sagt der Robby und watschelt aber hinterher. Und jetzt, wo sie dort ankommen, hangelt sich der Lulu geschickt bis zuoberst. Aber der Robby bleibt mit seinen flauschigen Flossen im Netz stecken. «Lulu, Hilfe! Ich stecke fest!» «Schon wieder! Miau!» Der Lulu klettert runter. Aber in seinem Eifer zieht er so fest an Robbys Flossen, dass sie beide gerade ins Netz hineinpurzeln. Oh je, oh je, oh je. Jetzt sitzen sie beide fest, verheddert und noch mehr verheddert, je mehr sie zappeln in diesem Netz fest. Und plötzlich hören sie ein leisliches Kichern. «Wer ist echt denn das?» «Miau, wer ist da?» fragt der Lulu. Aus der Dunkelheit hüpft ein Eichhörnchen führen. Das Eichhörnchen hat einen kleinen Helm an.
sieht ja lustig aus. Was macht denn ihr da, mitten in der Nacht? Wir wollten eigentlich einfach ein bisschen spielen, sagt der Robby. Ihr braucht auch eine Hilfe. Das Eichhörnchen klettert flink auf und löst mit seinen kleinen Pfötchen die verknüpfelten Netzfäden auf. «Miau, danke!» ruft der Lulu, wo sie wieder festen Boden unter die Pfoten bekommen. «Hihihi, kein Problem», sagt das Eichhörnchen. «Aber passet jetzt besser auf! Ihr wollt doch sicher pünktlich zurück sein, bevor die Kinder aufwachen, oder?» Der Lulu und der Robby schauen sich erschrocken an. Oh nein, die Zeit haben sie ja ganz vergessen. Sie flitzen so schnell wie möglich zurück, durch den ganzen Tierpark. Der Weg ist nämlich noch weit. Die Strasse ist mega lang. Und sie können nicht, sie haben ja kein Velo, sie so schnell fahren können. Aber der Robby, der hat eine gute Idee. Dem ist doch das zu mühsam, zu rennen oder zu robben. Er kann ja so nicht gut rennen. Darum nimmt er gerade einen riesigen Satz und kumpelt in die Aare. Schwimmen ist gäbiger für mich, als da so komisch rumrennen. Der Lulu findet es lustig. Und so schwimmt der Robby in der Aare zurück und der Lulu springt der Strasse entlang. Der Schnee knirscht unter seinen Pfoten und vom Wasser hört man es Plitsch und Platschen. Und sie schaffen es gerade rechtzeitig durch das Katzentürli ins Zimmer der Kinder. Und wo die ersten Sonnenstrahlen die Kinder wecken, liegt der Lulu und der Robby brav an ihren Plätzen. Niemand ahnt, dass die beiden Kuscheltierchen in der Nacht ein wildes Abenteuer auf dem Spielplatz erlebt haben. «Miau, was für eine Nacht!» sagt der Lulu leisli. Und der Robby: «Das war eine aufregende Nacht.» Und dann kuscheln sie sich unter die Decke. Die Kinder greifen verschlafen nach ihren Kuscheltieren, die jetzt ganz ruhig da im Bett liegen. Aber in ihren Köpfchen träumen der Lulu und der Robby schon vom nächsten Abenteuer.